principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. En zo'n dag als vandaag, wanneer weer gestorven is en dus begrafenis, dan fällt sich dat eenmaal zo dat dit is dit eng. En ik geloof voor jullie als familie, dat is een kapitel in je leven wat nu te eind komt. Maar ik wil vandaag reden van dat de dood is niet het laatste kapitel. Dat is wat dat hangt. So de Bibel zegt klaar daarover. En zo ik wil daar vandaag een beetje aan denken. Als Jezus op deze aarde weer, dan had hij vrienden. En een van deze vrienden was Lazarus. En bij hem een dag kreeg hij Nachricht dat Lazarus is krank. Maar Jezus blijft daar waar hij is, ganz met vliet. En hij leert dat Lazarus gestorven is, en dan gaat hij doorheen. En als hij doorheen komt, dan vertelt hij met de zusteren. En hij in die vertaal met de zusteren zegt Jezus deze weer in Johannes 11, vers 25. Jezus zei te haar, ik zie de Auferstehung
in dat leven. Wer an mich glaubt, wird leben, wann er auch stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dort? Wenn wir so ein Vers lesen und wir würden bloß mal ein bisschen checken, was es sagt, dann würden wir sagen, dass das Vers merkt keinen Sinn. Das Vers sagt, dass wenn du stirbst, dann wirst du leben. Und so wenn wir bloß menschlich dann anchecken, dass so früh ist gestorben, die Körper ist hier noch, aber den werden wir nicht begraben. Und so das merkt menschlich noch angecheckt wenig Sinn, wenn wir sagen, dass wenn du stirbst, dann wirst du leben. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Und das ist früh auch so wahr. Und ich glaube an Jesus. Und so wenn wir so ein Vers lesen, dann ist es sehr klar, dass Jesus redet von einem Leben, nur das Leben. In das Leben sterben wir. Das ist uns sehr klar. Wir sagen, der Tod ist das sicherste Ding im Leben. Und so Jesus redet von mehr als das Leben hier. Hier in das Leben sterben wir, aber du hast was dort hängen. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass für das christliche Leben zum Sinn merken, muss du ein Leben der hängen sein. Wenn wir hier in das Leben leben und uns allerhand Dinge sozusagen auf sein und für Gott leben und so weiter, wenn das alles ist, was du ist. Paulus sagt auf einer Stelle in 1. Korinther 15, er sagt, wenn es nicht nur eine Verstehung gibt, dann sind wir als Christen die miserablichsten Menschen. Was ist der Sinn für Jesus Leben? Was ist der Sinn an Gott leben, wenn das alles ist, was du ist? Und so in das Vers redet Jesus von einem anderen Leben als von dem. Jesus redet von einer Auferstehung. Er redet von dem ewigen Leben. Und weißt du, Jesus, er kam dann nach Lazarus und er sagte diese wieder zu Mary und zu Martha und er meint mehr aus, dass er Lazarus trägt in das Leben anbringen. Jesus hat einen Plan und einen Sinn, dass er Lazarus trägt in das Leben anbringen, aber weißt du, dort ist nicht eine Auferstehung. Das ist ein Abwarten, können wir sagen. Aber wenn die Bibel redet von einer Auferstehung, dann meint das Abstund mit nie Körper und nie Leben in der Ewigkeit. Das ist Jesus Abstand. Jesus ist really der einzige Mensch, der jemals ist abgestanden in einem biblischen Sinn. Jesus braucht so Menschen in das Leben an. Wir haben ziemlich klare Geschichte von Lazarus, dass er als Luther im Leben trok hij naar de Insel Zypern en dat hij door is een martyrerdood gestorben. Nou, ik denk dan manchmal aan Lazarus wil gestorben, wie kan zijn, okay, hij wil bij hem Herrn, hij wil in de eeuwigheid, nu wordt er 3 geroopt her, tim hier, en zij jammer je dood sterven. En we zeggen dat is een groot wunder, wanneer ik aan den was aan denk, dan wonder ik wat groot het wunder weer, er was zo dat even passiert. Maar weet je, hängen dit leven, als een ander leven. Und so wie man verstehen, dass Jesus, wenn er zu Martha sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du leben, wenn du auch stirbst, dann redet er von das, von das Leben hier auf dieser Erde. Das Wort Gottes redet sehr viel von der Auferstehung. Die Bibel merkt klar, dass uns Glauben als Christen es really nicht wird, wenn er nicht eine Auferstehung gibt. Und das ist alles, wo wir verleben. Ich weiß, wie in dieser Welt, wir sind sehr hier gebunden mit unseren Gedanken. Und wir sind auch, hier als Familie sind gebunden zu sein an diese früher, an jene Mama, an das Körper, das, wo wir erkennen. Und das ist alles, was wir wissen. Na, wir glauben, sei es beim Herrn, aber das ist ein Glauben. Und wir können es nicht sein. Ich stelle mir so vor, dass, wenn die an jene Mama denken, ich glaube, sie haben noch nur so muss liegen die letzten Stunden oder weiter und so weiter. Aber durchschnittlich im Leben ist sie neu gesund gewesen, nicht so? So wie immer hier in die Kirche viel, hier in die Kirche gewesen und so weiter. Und wenn sie kommen mit älter wir und nicht mehr ganz so stark, als erst einmal so jünger wir, aber doch, sie haben sozusagen nicht eine lange, schwere Krankheit gehabt und das ist ein wertvolles Ding. Aber doch, ihre letzten Stunden sind schwer gewesen. Und das schwer war für ihre Familie. Einige Menschen, die hoffen auf dem Krankenbad. Vielleicht sind some von uns dort.
Je wünschen jünt, wenn je noch ein Krankenbad haben, dass je noch können reiten mehr. Und ich wünsche mir nicht ein Krankenbad. Wenn die Bibel merkt, klar, wenn wir in Christus sind, so wir immer reiten. Wie kann Jesus einen Zeit begegnen? Und ich würde lieber nicht noch ein Krankenbad haben. Aber einige Menschen, die denken daran, ich wünsche, ich habe ein Krankenbad, wenn sie fühlen sich nicht rein oder was immer die Musik ist. Aber wenn wir sterben, kriegt nun wo? Aus ein langer Tod, ein langes Krankenbad oder hostig? Dort eine Ding ist klar, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das letzte Kapitel in deinem Leben. Du kommt noch eine lange Ewigkeit. Ein Redner, er brachte ein Beispiel, er hat einen sehr langen Strang, mit einem kleinen Ängstchen auf ein schwarze Teppich umgewickelt. Und er sagt, das schwarze Ängstchen ist dein Leben auf dieser Welt. Und das lange Strang, das ist deine Ewigkeit. Und doch sei wie sehr fast hier. Für das kleine schwarze Bisschen leben wir sehr. Und wir uns sehr uns anstrengen, das kleine schwarze Bisschen. Aber viel mehr verdienen auf dieser Welt. Aber weet je, der Tod kommt, wir wollen hier weg tun, und dann, durch Hängen, durch kommt die Ewigkeit. Ich will Ihnen ein paar Versen wiesen, aus 1. Korinther 15, was da reden von der Auferstehung. Und wo die Bibel das nennt. In 1. Korinther 15, Vers 40, da fängt Paulus an, da wo ich anfange, Paulus redet ein ganzes Kapitel von das, aber ich will in Vers 40 anfangen. Er sagt es dit, du sind himmlische Körper und irdische Körper. Dort, was am himmlischen Körper schein ist, es wird anderes, als was am irdischen Körper schein ist. Na weet je, hier op deze Welt, je wie wat drum ons Körper. Und wir besorgen den, und wir schmieren an, und wir kamen ans Schmack. Ich kann nicht dribbeln mit das, aber wir kamen ans Schmack, wir tun alles, was wir können, damit es soll angenehm sein, hier und so wieder. Und so, du hast was scheint in das Körper. Und wenn ich denke, an was uns Körper gebaut, und wo schafft das alle? Und das ist bloß ein wundervolles Ding, wo uns Körper gemerkt ist. Und wo die schafft, und wo das Blut pumpt, und all die Nerven schaffen, und all die Mehl und Leber, was immer wir alle haben, und wo das alle taub arbeiten hat, und so wieder. Das ist bloß sehr interessant. Aber einmal hastig, dann ist das durch. Und so, er sagt hier, dass dort ja zwei Sorten Körper, ein irdischer Körper, ein himmlischer Körper. Und so, dort, was hier scheint ist und was uns hier wichtig ist und was wir hier so sehr besorgen und so sehr sorgfältig alles versuchen zu tun, dort hat bloß für diese Welt ein Wert. Diese Früh hat auch ihr Körper versucht zu besorgen, Schmackereien holen, sich Charme, Schmack und so wieder. Aber weißt du, was nun passiert? Nu verfehlt der Körper. Das ist ein unangenehmes Ding, even on today. Aber weißt du, das Körper hier, der wird vergehen, das Körper, der ist für das Leben, haben wir den. Gott hat uns den gegeben, das ist wunderschön. Vielleicht wird wir gleich, wenn es haben Dinge mit unterschweren und uns das Descenten wieder, aber doch, das Körper ist schön. Aber der andere Körper, der Körper in der Ewigkeit, sagt er, der hat eine andere Schönheit, als wir hier haben. Und so, wir sind so besorgt. Ich wundere einmal, wie viel Geld in der Welt gebraucht wird, um das Körper mit dem Geschmack zu lassen. Und das ist bloß für diese Welt. Und ich will dir merken, weil wir uns noch besorgen, den Körper, was hängt das kommt. Und wir tun das in dem, dass wir uns Leben nur Jesus geben, dass wir umarmt leben. Ich sage wieder in Vers 42. So wird es auch sein, wenn die Todes abstehen. Der Körper, der gesagt wird, muss vergehen. Aber der, was vom Tod absteht, wird bestehen. So wie haben hier waren diese zwei Seiten. Das Körper von Montjeremische, den wollen wir nicht Erden an, der wird verfühlen und so wieder. Aber das sagt, dass da wird ein neuer Körper kommen. Das Körper muss vergehen, ein neuer Körper wird nicht vergehen. Das ist ein himmlischer Körper, ein irdischer Körper. Und so jene Mama, ein Körper, das ist, wo wir auch gekannt haben, aber wir wollen die nun nicht Erden. Wir weiten, das steht. Wir weiten, das macht. Das ist bloß einfach so geschafft. Aber da wird ein Tag kommen. Und ich weiß nicht, korrekt wird das was sein. Ich merke, mir fehlen Bilder. Ich sehe ein bisschen eine Bilderperson. Und ich denke einmal so, okay, wenn wir beim Graf vorbeifahren,
Deze Früh wordt in Blumenau begraven worden. Ik vaar jede dag voorbij bij den Grafhof en ik denk daar eenmaal aan, wat wordt het zijn, want er brengen alle opspratst en er komt niet een Charpers over deel en we zijn in de eeuwigheid. Wat krijg wordt het zijn? Ik weet niet. Maar dat zegt er wat herrlich zijn. Vers 43. Wat je reinigt, wat je zet. Aber wat van dood opstaat, wat herrlich zijn. Wat je zet, wat is zwak. Aber wat opstaan wordt, wat sterk zijn. En ik zei eerst al jullie mama, ze willen met Allah, ze willen niet meer ganz so sterk als ze mal wie en zo wieder. En dat is wat passiert, wanneer we alle worden. En weet je, das Charpe, das gering, das Charpe, das zwak. Jan Charpe is herrlich en das sterk. En zo dat is de Ewigkeitscharpe, dat is de himmlische Charpe. Dit wordt van jou ver ons licht, dat is gering. Keiner wil dit holen. Maar dat jeft manchmal mensen wat vielleicht den Charpe so sehr ansalben oder was immer sie tun, damit sie den lang holen können. Aber was ist der Punkt? Was weißt du mit einem doden Charpe? Und so dem hat eine Eden. Aber das ist ein herrlicher Charpe, ein starker Charpe, was ein Tag abstund. Vers 44. Du wird ein fleischlicher Charpe gesät, aber du wird ein jässlicher Charpe vom Tod abstund. Wenn das ein fleischlicher Charpe jaft, jaft das auch ein jässlicher Charpe. Und so war das dieselbe Idee, dass du sind zwei Charpers. Und wenn wir nicht so denken, dass das nur das Eng von das Leben, weil das erste Leben von das Charpe, das Eng, aber das ist nicht das letzte Kapitel in meinem jeremische Buch. Du kämpft nach einer neuen Charpe, du kämpft eine Auferstehung, du kämpft den Tag, wo meinem jeremische Wort war mit Kraft und mit Gesundheit abstund. Menschen, Frauen und ich gewollt, wo wir sind im Himmel. Ich weiß nicht. Ich will 21 sein, aber ich weiß es nicht. Aber das ist bloß eine Idee. Wir wissen nicht. Die Bibel sagt uns nicht. Es ist gleich wichtig, ist es? Aber einiges sagt die Bibel. Da wird Schein sein, da wird herrlich sein, da wird ein gesunder Körper sein, ein starker Körper, kein Kräft mehr, keine Krankheit, keine Blutkleid an den Udern, was immer. Das ist alles wahr. Herrlicher Körper. Er sagt wieder in Vers 47. Der erste Mensch wird von Stoff, von Erde. Der zweite aber vom Himmel. War das als die Idee? Hier sind wir von Stoff. In der Bibel sagt, wir sind von Stoff gemerkt, treten Stoff Govi. Aber das kommt ein himmlischer Körper. Und dann sagt es, dass das so ist, wie von der Erde genommen sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Er redet von Adam, lass mich noch einmal lesen. So als die von Erde genommen ist, sind auch die anderen, die von der Erde stammen. In andere wieder, wir liegen in Adam. Wir sind so, als Gott den Mensch gemerkt hat, mit einem irdischen Körper. Dann sagt er, und so ist der himmlische erst, sind auch die vom Himmel stammen. So ist wie dem, die von der Erde erst liegnen, so war wie auch dem, die vom Himmel erst liegnen. Viele Menschen fragen sich, okay, wo wird es sein in der Ewigkeit? Wo wird mir loten, was von Charpe, was kann, wo alt wird sein? All so eine Fragen. Wir denken doch von dieser Welt nun. Und dann kann ich ein Ding sagen. Eigentlich merkt die Bibel klar. Hier liegen wir Adam. Der wird von ihr gemerkt, dass Gott den Milch bloß in Leben nahm, und wir liegen in den. Und nu sagt er, in der Ewigkeit, wo wir den liegen, wird in Ewigkeit ist, Jesus Christus. Und wo wir Jesus nur der Auferstehung, er hat einen Körper. Er sagt zu seinen Jüngern, hey, ich sehe nicht in Gas, ich habe Knirkes, ich habe Fleisch, gib mir mal was zum Eten. Ich will mal wiesen, ich sehe nicht in Gas. Und so Jesus hat einen Körper nur der Auferstehung. Aber der himmlische Körper, ich stelle mir vor, am Sachenkrieg so, als er mit den zwei Jüngern durch nach Emmaus ging, dann sagte er, die Üben werden geholt, dass sie ihm nicht kennen. Das sagt nicht, dass Jesus sagt, ganz anders, die kennen ihn nicht. Ich glaube, am Leid das Krieg so. Und er wies dann den Norwen. Er sagt, hier, Thomas, check mal nach den Norwen, voll mal. Ich sehe das. Und so wird der salzige Körper und doch wieder ein anderer Körper. Ich glaube, am Leid das Krieg so für dem, dass wir ein himmlischer Körper, er wird abgestanden, er wird einmal tun, einmal nicht. Wir wissen, dass wir sass wird mit seinem Körper. Aber er eut, ab mir stehen, an ein paar Stellen, wenn es fing wird, dass er eut mit seinen Jüngern tut. Er verteilt mir den, er sagt, hey, fut mich mal an, ich sehe nicht in Gas und so weiter. So wo wir sind. Ich denke immer so, okay, wenn wir schon im Himmel sind, dann werden wir großes Fass haben, dann werden wir Säuer eten. Ich weiß nicht, dass wir im Himmel wollen eten. Aber das geht schein, der gut.
Wenn die Familie top kommt, haben die Großmama und das Rahmen da, und das Schein ist ab, und Hundsbroden, und was habe ich alle Baba dabei, und so weiter. Dort jetzt Schein. Rahmen Familie, wenn du Frieden hast und du wird verteilt, Rahmen da, und die lachen und so weiter, und so denkst du, okay, was besser aus dem Himmel, Rahmen da saßen mit Moses und Abraham und Jesus und verteilen. Wow. Wundervoll. Aber das ist mein Mensch, der war ich von der Nonne. Aber weet je, Jesus hat einen Körper. Herr von der haben einen Körper. Jesus ist dort Part von Gott, was einen Körper hat. Ein abgestoßener Körper. Das ist mir immer sehr interessant. Und so ich gleich ein Vers steht. Er sagt in Vers 51, horch einmal her. Ich sage Ihnen ein Geheimnis, wir wollen nicht alle sterben, wir wollen aber alle verändert worden. Dort wird plötzlich kommen, in einem Augenblick, wenn der letzte Trompet blosen wird. Der Trompet wird geblost worden und die Todes werden abstehen, unverweslich, und wir werden verändert worden. Von was hier redet, ist, dass da waren some Menschen in dieser Welt, die werden dann leben, wenn Jesus zurückkommt. Want Jeremias ist nicht gestorben. Aber ich wünsche mir immer, wenn ich leben würde, wenn Jesus wird zurückkommt. Ich habe ihn feststellen, in einem Augenblick ist dein Körper verändert. Dat is de hoofdwijn, het bein dat wij, de haak dat wij, de kop dat wij, van daar kop niet in je hoofd. En zo de kop dat wij bij eenmaal, boom, dat is het alle weg. Herrliche Körper. Een himmlische Körper. En dan trafen we ons met dem Herrn in de lof, zegt Paulus in Thessalonischer Brief. En zo zegt er, wat plötzlich komt. Some mensen grillt het. Plötzlich. Ik wil een dodesbad hebben, een stoofbad, ik wil een krankenbad hebben, ik wil me nog reuden maken, en zo wieder. En weet je, Schwester, weet je lied, wanneer we Jezus gaan, zijn we immer reut. Wenn du in Christus bist und du lebst an Jesus Christus, dann sagt die Bibel, du hast das ewige Leben. Und du bist zu jedem Moment, in jeder Augenblick bist du reut. Und wenn Jesus bei einmal kämpft und die letzte Person wird bloßen, und du fährst du groß am Heaven und so wieder, du bist reut, man begehen, krack in dem Moment. Und so, wir brauchen nicht das Storbad haben, wie kann von der reut sein? Zum Begehen. Und so ich lese in der Versen. Ich habe mir immer gewünscht, wenn ich wo sein. Aber ich weiß nicht, ich wo sein. Er sagt wieder in Vers 53. Das ist so, das was verwesen kann, muss dort antragen, was nicht verwesen kann. Und das was sterben kann, muss dort antragen, was nicht sterben kann. Und so das war das Gedanken. Wir haben das irdische Körper, der wird verwesen, der wird sterben, der ist gestorben, das Körper wird verwesen, du hast von geredet. Aber das ist ein Körper, der wird nicht verwesen und der wird nicht mehr sterben. Himmlischer Körper. Dann sagt er in Vers 54, aber wenn das wird verjährt, dort übertragen wird nicht verjährt, und wenn das wird stirbt, dort übertragen wird nicht stirbt, dann wird dort wirklich so sein, als dort geschrieben steht, der Sieg hat den Tod abgeschluckt. Die Bibel merkt es klar, dass der Tod ist uns Feind. Weißt du, der Tod kommt nicht wie ein Sinn. So Menschen sagen manchmal, okay, Gott hat die Person genommen, oder das wie Gott seine Zeit, ich glaube nicht an seinen Tod, ich glaube an Gott hat gesagt, dass wenn die ihn versündigen, wo ich sterben, und das wo ihn der Tod gibt auf dieser Welt. Das ist never Gott sein Willen gewesen, und wird auch never sein. Aber er lässt Tod und hat uns dem was gemerkt. Aber der Tod ist in der anderen Seite auch uns weich, wo wir durchkommen nach der anderen Seite. Und so er sagt hier, da wird vergehen und da wird nicht vergehen. Da wird sterben und da wird nicht sterben. Und das sind die zwei verschiedenen Körper. Da sind noch viele andere Verse, was von der reden. Ich will nicht die Zeit nehmen von der, um die alle lesen. Aber ich will Ihnen sagen, als Familie. Jene Mama, ihr Buch ist noch nicht vorig. Das letzte Kapitel haben wir noch nicht gesehen. Die haben einmal mit Artub gelebt. Kein Dollar sagt, dass nu muss je leren ohne Mama leben. Die haben noch never ohne Mama gelebt. Sie haben ohne Jünd gelebt, aber die haben nicht ohne Ar. Aber nicht muss je. Aber weet je, ihr Buch ist noch nicht durch. Jene Mama, ihr tot. Dat is niet het eng. Dat is niet het verspelen. Dat is actually de der naar de andere zijde voor een zich. Je worden je mama vermissen, of je worden je bang, oder? Stammen ze ver waren nog hier, om te denken, kijk, zo maar een Altenheim voor zijn mama dat.
En dan wordt je hastig bijvallen, de eerste heb ik maar hier. Aber weet je, wanneer een persoon sterft, wat dem Herrn tjant, dan is het werkelijk een vast. Dat is niet. Ik weet dat is treurig, wenn we bang zijn de persoon, wie we gleich hier te gaan. Aber aan de andere zijde is het een celebration. Dat is een vast. Wenn jullie mama is nu in de herrlijkheid, en zij leert nu naar den dag wat de Auferstehung wordt komen. Ik wil je moet merken als familie, dat je alle dat klaar merken, dat je waar top komen als familie in de Auferstehung. Nou, wanneer ik zeg top komen als familie in de Auferstehung, de Bibel is gleich klar, wo wir uns tjan door, wo wir het krijg zijn. We merken ons immer dingen deutlich, ne? Ich habe onze leven leren dort noch an, und wir waren nicht über die Reisen wieder. Wirklich verworren. Wenn wir haben ein paar Bilder in der Bibel von der Ewigkeit, aber das ist niemals nicht ganz klar, würde ich sagen. Und das ist auch ganz wichtig. Aber wenn wir mal so denken, Familie-Topkomnis. Und das nächste Familie-Topkomnis mit Mama-Top, das start. Dat is een eeuwigheid. Met nieuwe Körper. Herrlichkeit. Ich meine, der scheinste Kühnbruden, was je denken kann. Und so im Himmel. Wundervolles Topkommen. Mir ist es immer interessant, in meiner früheren Familie, da haben wir das viermal belebt, dass wir, weil ich soll vielleicht erst sagen, dass wir das Champa, eine große Familie, die von Mexiko bis alle in Kanada verstreut wohnt, dann mal was planen, wo wir alle top kommen, das ist meist nicht möglich. Oh, den passt nicht, und Jan passt nicht, und so weiter. Aber ich kann nicht Geld, und der andere hat nicht Geld, und so weiter. In meine frühere Familie haben wir viermal belebt, dass wir bei einmal Zeit und Geld beides hatten, damit die Familie top kommt. Und wir fuhren über ganz Nordamerika zum Top sein. Und das ist was Dood deed. Dood bringt uns top zu sein, von dem, was hier noch sind. Aber ich mag von dir noch ein bisschen denken an die Auferstehung. Du war eine Zeit für haben. Alle von uns. Wir waren alle Zeit haben für die Auferstehung. Und die Bibel sagt, wir waren entweder abstehen für die Herrlichkeit oder abstehen für die Verdammnis. Wir waren beide abstehen. Und wir können uns hier wählen, und wenn es sieht, wir wollen abstehen, tun als wir an Jesus leben oder nicht. Und so Jesus sagt zu Martha, ich sehe die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wann auch stirbt. Und man glaubt an Jesus, und dann kann wir von dem mit Jesus top sein. Weet je wat man der lebt? Wir wissen nicht gerade wo und wo, aber sie lebt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dort? Und so die Bibel ist klar, wir müssen glauben an Jesus Christus, dann wird uns der Himmel versprechen, dann wird uns alles, was der Himmel zu beiden hat, dort verspricht Gott, die durch den Glauben an Jesus Christus. Und so die Bibel ist sehr, sehr klar, dass der Glauben durch Jesus Christus. Und Jesus sagt zu Martha, was Lazarus wie gestorben, er sagt, wenn du schon mitleben, dann wirst du leben, wenn du auch gestorben ist. Und so von der müssen wir vergehen. Dort, wo wir abstehen. Hier ist es von der gering. Dort wird es herrlich sein. Hier ist es von der schwach. Dort wird es stark sein. Hier ist es von der fleischlich. Dort ist es geistlich. Hier ist es von Stoff. Dort ist es vom Himmel. Hier wird es verwesen. Dort kann es nicht verwesen. Hier wird es sterben. Dort kann es nicht sterben. Hier verjährt es. Dort verjährt es nicht. Und hier stirbt es. Dort stirbt es nicht. Und dann sagt Paulus zu der Römer, so steht: Für mich zu besäumen sind diese Lieden nicht wert, mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbar worden. Und ich weiß nicht, wo ihr seid von der, was ist die Lieden von der, vielleicht ist wer hier von der, die hat geschrieben, oder die haben Reading, oder die haben andere Video und Sharp und so weiter. Und weißt ihr, wir lieden auf verschiedene Wege. Meist jeder Weg lese ich irgendwas von, oder sei Bilder von wo sie Christen in anderen Ländern dort mehr. Und das Lieden. Und die wird sehr jammerlich gequält werden. Und all so eine Dinge steht. Und so Paulus wie eine Person, die viel lieden muss.
En seine Missionsreisen kregen mest jeder Dorp verschmeten, verheft, gesteinigt, zijn schapjink unja. We kennen Korinther jeftens mal met een les van wo ze aan behandeld had er geen leven. En zo hij zegt, hij taalt dat Lieden hier in deze Welt nicht, dat achte nicht gleich mit der Herrlichkeit, wo het dort wordt geven. Dat leven hier is nicht immer, wat we willen haben. Dan eenmaal hebben ze een dag gestit. Dan eenmaal hebben we een dag, wo de familie eingereden wordt, so zu sein. Aber ich will Ihnen sehr moedmerken als Familie, dat jullie mama erbuik, dat laatste kapitel, komt nog. Weil wir nicht so denken, oh, nu is het erg, dat is het laatste, mama zwaait, die Charpe begroven. No, weet je, er komt nog een Auferstehung. En ik wil Ihnen als Familie moedmerken, blijf aan Jezus. De Bibel merkt klar, dat is ons weg, waar we in de Auferstehung worden zijn, wanneer we Jezus aannemen. We blijven aan hem. En wanneer du vandaag niet Jezus chance, en du leefst nog, du hast noch Odem, dan kannst du hem vandaag aannemen. Sei hem bloß, dat du wirst mit ihm leben. Dat hij wordt die Sinnen vergeven. En de Bibel zegt, wenn wir uns Sinnen bekennen, dann wird er uns die vergeven. Hij wordt ons reinigen van alle Schlechten in ons leven. En ik vraag aan jemand mensen, okay, wenn Gott die van alles reinigen heeft, wofür hast du dan nog gebleven? En dan moeten we zeggen, du hast dan nog gebleven. So, Voetmout, familie. Dit is niet het laatste kapitel. Ik weet dat dit hier was, aber het komt een herrliche dag. En we brauchen vandaag niet treuren als Sonne, wat keine hoop niet hat. Het komt een dag. Herrliche Charpa. Wordt niet meer gestorben, wordt niet meer verbunden. En zo ik wil je een moed merken, waar we sure merken, dat we ons in de Auferstehung zijn. Den dag, wanneer we worden in een ogenblik veranderd worden, er we worden opstond van dood. En dan zijn we voor einmal bij hem Herrn. Waar we nog toe beten. Ziemlicher Vater, Dankeschön für, dat du uns so leven, dat du naar deze eerd komt en du hast onze zinnen betoeld, wie kan vergeving vinden in die van jou. Herr, ik bid voor deze familie, ik kan het niet, aber du das. En we vertrouwen ihre mamas bij die en die heeft nu, die leert nu das wondervolle Charpe, wat ze een dag wordt gaan. En wat de Bibel er verspreidt. Aber ik weet dat we worden alle reizen die te beginnen, te ieder ogenblik, dat we kunnen in een seconde omgeändert worden. En wanneer we in die zijn, Herr, dan verspreekt de Bibel ons dat we haar het eeuwige leven. We zijn immer reut, die te beginnen. Want we zijn in Christus. En ik dank dir dafür, in Jesus zijn naam. Amen. Ik wil dat Lebensverzeichnis hier lezen en dat jij aan je kortjes vindt aan de banner komt. Lebensverzeichnis von Lena Reimer. In meinem Vater sein Haus sind viel Wohnungen. Wenn dort nicht so wäre, würde ich jünt dort gesagt haben. Ich gehe also han, jünt de steht reut merken. Johannes 14, Vers 2. Helena Bahnmann-Wieb werd am 13. Juni 1943 geboren in Campo 10, Cuauhtémoc, Mexiko. Sie ist gestorben am 2. April 2017. Sie haben alle erreicht von 73 Jahren, 9 Monate und 20 Tage. Lena werd ihre Eltern, Bernhard und Helena Bahnmann, geboren und sie hat 2 Schwestern und 4 Brüder. Sie verbracht ihre Schuljahren in Talbach, Rosenwood und sie mögt fertig in Hamburg. Sie bleef veel thuis om ihre Mama helpen, wenn ihre Mama wie viel krank. Ihre Jugendjahre verbracht sie in Campo 6,5. Sie werd getauft im Juli 1963. Im August 1963 befried sie sich mit Johann Reimer und sie werden gesehen mit 7 Kindern. Die ersten Jahre, wo sie befried werden, wohnten sie in Rosenhof, Campo 104. Sie sind viel umgetragen und dann mögen sie ihr Heim in Blumenau. Im Juli von 1998 starb Lena ihr Mann, Johann Reimer, so sie erst meist 19 Jahre Witwe gewesen. Die letzten 5 Jahre hat sie im Apartment im Altenheim bei Kilometer 14 gewohnt. Ging dort schein die Gartenarbeit tun und sie hat viel Bänder planten, wo sie sich gern umkümmert.
ging dort ook schijn met ihre Hand zu arbeiten und sie mögt viel verschiedene Dinge. Sie gleicht ook te häkeln und sie mögt tauschen und ook ne Dag. Einige Dinge verkauft sie und die andere die geeft sie weg. Sie gleicht dort sehr, wann Oma genannt wird. Und sie wie ihre Familie sehr gut. Sie wie eine starke Person und sie können viel weiter vertrauen. Sie lehrt ihre Kinder, dass sie sollen niemals abgeben. Sie freut sich auf den Himmel und sie hat viel darüber geredet. Ihre Hartmedizin, die geben ihr Mehltrouble, so sie hat abgehört mit der Annehmen und dort gibt für andere Probleme. Hart wird schwach und dann gibt dort ein Blutklat an ihr Bein. Und dort gibt viel weiter. Sonntag, dann kam die Ambulance und die fährt nach Chihuahua, zum Hospital, dort sie dort mehr Hilfe kriegen. Die Doktor geben ihr Medizin, aber sie hat danach viel weiter. Als sie erst den nötigsten Test gemerkt haben, dann deuten sie noch eine Operation, den Blutklat rausnehmen. Und sie haben den noch rausgenommen, aber das Hart wird schwach und das geht ab. Der Doktor raubt ihn in der Operationsstufe an und Maria, Lisa, Tina und Elena werden bei ihr, als sie ihr letzter Atem nehmen. Sie reden all nicht, aber sie können das hören, wenn sie zu ihr reden. 11:50 Uhr starb sie. Beide Eltern, ein Bruder und eine Schwester, sind ihr am Tod vorabgegangen. Sie wird sehr vermisst worden von ihren Kindern, Ebe und Martha, Elena und Paco Enriquez, Maria, Lisa und Jakob Fer, Bernardo und Sidome, Annie, John und Elda und 21 Großkinder und 9 Urgroßkinder. Die Familie dankt allem, was ihnen geholfen hat und in dieser traurigen Zeit als eine Stadt gewesen. Und sie danken für alle Gebete, die im Himmel geschickt worden sind. Die Familie. En la casa de mis padres mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Elena Banman Vive nació el 13 de junio de 1943 en el Campo 10 en Cuauhtémoc, Chihuahua. Falleció el 2 de abril del 2017. Alcanzó una edad de 73 años, 9 meses y 20 días. Sus padres, Bernard y Elena Banman, tuvo 2 hermanas y 4 hermanos. Durante sus años escolares vivió en Talbach, Rosenort y en Hamburg. Ayudaba en su casa porque su mamá se enfermaba frecuentemente. Durante su juventud vivió en el Campo 6 y medio, fue bautizada en 1963 y se casó en agosto de ese mismo año. Se casó con Johann Reimer y fueron bendecidos con 7 hijos. En los primeros años de su matrimonio vivían en Rosenford, en el Campo 104. Se mudaron en algunas ocasiones y luego hicieron su hogar en Blumenau. En julio de 1998, Johann Reimer, su esposo, falleció y ella quedó viuda por casi 19 años. Los últimos 5 años de su vida estuvo en un departamento en el asilo del campo del kilómetro 14. Le gustaba la jardinería, tenía muchas plantas hermosas que cuidaba con mucho esmero. Le gustaba mucho hacer trabajos manuales, como tejer, hacer cobijas, bolsos para dama. Hacía unos bolsos para dama que eran de las orejitas de los refrescos. Los conseguía, se los donaban, como con 2,000 orejitas. Hacía unas bolsas bastante pesaditas, por cierto, pesadas de peso, ¿verdad? Y ya me perdí. Bueno, algunas de estas manualidades ella las vendía y algunas otras las regalaba. Le gustaba que le llamaran Oma. Incluso los hijos políticos le llamábamos Oma también. Amó a su familia, era una persona fuerte y podía soportar dolor. Le enseñó a sus hijos a nunca rendirse. Deseaba ir al cielo, de lo cual ella hablaba constantemente. Ella tomaba durante algún tiempo medicamento para su corazón, pero empezó a tener efectos secundarios
y dejó de tomarlo, lo cual llevó a tener otras complicaciones de salud. Su corazón ya estaba débil. Se creó un coágulo de sangre en su pierna derecha, lo que le causó mucho dolor. A raíz de esto, fue llevada a Chihuahua el domingo a recibir atención médica. Recibió medicamento para el dolor, pero aún era muy fuerte. Después de haber realizado los exámenes correspondientes, se realizó una cirugía urgente, la cual el corazón ya no resistió, ya estaba demasiado débil. El doctor llamó al quirófano a María, Elisa, Elena y Tina para que pudieran despedirse de ella y le acompañaran en su último respiro. Ella ya no hablaba en ese momento, pero sí escuchaba. El doctor les dijo: háblenle bonito porque sí escucha todo lo que están diciendo. Finalmente falleció a las 23:50 horas de ese día. Le antecedieron sus padres, un hermano y una hermana. Le sobreviven sus hijos e hijos políticos: Abraham y Marta, Elena y Paco, María, Elisa y Jacobo, Bernardo y Sidume, Juan y Elda y Ani, y 21 nietos y 9 bisnietos. Les agradecemos mucho estar aquí presentes y todo el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias. Stort vet här, så wunderbar bärst du till mig. König von jag här så hög är hoven, härlig am himmel bärst du. Døy mytig geimst du hier nødes velt, liv mjukt i orm og sein mensch. Ek nein bed i on her, ek be mi her ferdig, hier sie ek en bed i on min God. Du bäst så härlig, du bäst och vet här, så wunderbar bäst du till mig. Niemals weit weg, wo viel dort kost, mine Sinn am Kriegstag sein. Niemals weit weg, wo viel dort kost, mine Sinn
We waren nu jullie alleen het gegeven dat je kan hier naar helemaal voorbij komen. En we wilden vragen dat je willen daar in de verleven aangaan. We waren de familie, wanneer we hier zo alle buiten zijn, waar we een beetje de tijd geven hier alleen nog met de Charpa. Die zijn alle zo aangeloot voor een vastbad daar in Jan ziet. We waren, wanneer je wel naar het graf afvoeren, dat zijn bloemen af, waren wat bloemen afvoeren en erdoor begraven. Wanneer je daar aanvoeren, moeten we je vragen dat we een dubbel licht op planken gaan. Plus dat het een beetje te zijn als something hebben, dat was een beetje wat bijzonders, dat de mensen dat respecten. Maar je kan hier blijven wanneer je wil, en we hebben daar dan voortkomen waar het terugkomt, hier vastbegaan, en we laten dat op te jund. Wanneer je hier wel naar de familie luren, maar waar het terug zijn, wanneer je niet een groot vervoeren, kan wel hier ben zitten, maar ook zeswoe, maar kan hier hier blijven en luren wat de familie terug is. So ik wil de eerste vragen dat ze waren junt aanwijzen en dan gaan we hier voorbij. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight.
Didn't know today would be our